Wie ist es, eine Pornodarstellerin zu sein? Ich weiß es nicht. Wie ist es, Sex zu haben? Ich weiß es nicht. Wie ist es, wenn man Geld hat? Ich weiß es nicht. Wie ist es, wenn man Freunde hat? Ich weiß es nicht. Ja gut. Habe ich gesagt? Aber diese Fragen kann uns the one and only Shaden Rogue beantworten. Wir gehen direkt rein ins Video. Frag eine Pornodarstellerin Shaden Rogue über Orgasmenfrauen in der Pornoindustrie. Ich bin gespannt. Wir gehen rein ins Video. Mein Name ist Shaden Rogue. Vor 2 Jahren habe ich mein eigenes Business Die habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber ich weiß nicht wo. gegründet und bin in die Pornobranche eingestiegen. Seitdem bin ich auch international bekannt mit meinen Videos, die ich Dieser Blick. alle in Eigenregie umsetze. Hallo Shaden. Hallo. Hallo. Johannes R. hat sich gefragt, wie kamst du dazu, Pornos zu drehen? Ich war schon immer sehr, sehr offen. Jede Pornodarstellerin, immer wenn man diese Frage stellt, ja, ich habe schon, bevor ich Pornos gemacht habe, sehr experimentelle Sachen ausprobiert. Ganz im Gegensatz zu mir. Ich habe gar nichts, Digga. Meint in meiner Sexualität. Ich wusste früh, was ich wollte, habe mich gerne ausgelebt. Und Ist ja okay, I guess. irgendwann kam es dazu, nachdem ich meine Ausbildung beendet habe, dass ich meinen derzeitigen Freund kennengelernt habe. Und da wir schon gleiche Interessen hatten, hat sich das relativ schnell so entwickelt, dass wir auf einen Nenner gekommen sind und uns am Ende dazu entschlossen haben, erst mit Webcam anzufangen, dann mit Videos. Und so hat das gestartet. Jetzt habe ich ganz viel Spaß dabei und mache das aus Leidenschaft. Greatview interessiert, wie viel Geld verdient Ey, es ist so weird, Shaden hier zu sehen und dann in den Vlogs von InScope und so, what the fuck. Aber ich muss sagen, Shaden, eine sehr, sehr sympathische Dame, muss ich sagen. Also, nicht aussehentechnisch gemeint, einfach wirklich, ich finde Shaden sehr, sehr sympathisch. du im Monat damit? Oh, okay. Was soll ich schätzen? Ich glaube, man verdient schon sehr gut. Ich würde sagen, sie ist schon bekannt international. Ich würde sagen 30.000 im Monat, maybe. Oder vielleicht mehr, ich weiß nicht. Ist verständlich, glaube ich, dass ich nicht sagen möchte, wie viel ich verdiene, zumal es auch von Ja, okay, true, scheiße, Digga. Scheiß drauf. Darsteller zu Darstellerin anders ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt Betrag X nennen würde, dann würden sich viele daran messen, aber es ist gar nicht so einfach Okay, das heißt, es ist viel Geld. Aber es sei ja auch gegönnt. zu sagen, okay, du machst das und verdienst so und so viel, das ist immer individuell. Ich kann sagen, ich versuche mich jeden Monat zu steigern, einfach Oha, exponentielles Wachstum. Auch die Pornoindustrie ist eine wirtschaftliche Industrie. weil es mir auch Spaß macht und weil ich einen gewissen Ansporn an mir selbst habe. Aber wenn ich grundsätzlich, theoretisch gesehen, nur 2.000 Euro im Monat machen würde, dann könnte ich auch davon leben, wenn ich es richtig einteile. Ja, okay, in Deutschland kann man mit 2.000 Euro leben. In der Schweiz reicht es vielleicht für eine Einhalbzimmerwohnung in Basel. Deswegen, das muss jeder für sich selbst wissen, wie viel genug ist. Timo Schreiber hat sich gefragt, Hey Digga, dieses Format ist so richtig hypnotisierend. Die reden so immer so ein bisschen auf ASMR angelehnt, immer so ruhig, aber ich mag's. sind deine Orgasmen in den Pornos echt? Gute Frage. Ich habe nicht so oft Orgasmen, aber wenn ich einen habe, dann ist der echt, ja. Ich halte nicht so viel davon, das irgendwie zu faken, zumal ich habe das auch noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das authentisch rüberkommen würde. Ben Kehl möchte wissen, was war dein größter Fail bei einem Videodreh? Oh. Ich glaube, als Fail könnte man vielleicht bezeichnen, dass wir gar nicht so viel Videomaterial hatten, aber mein Drehpartner ja sehr erregt war und dann schon viel, viel zu früh gekommen ist, danach aber auch nicht nochmal konnte und dann war das Ding Drehmaterial. Wir hatten zu wenig Drehmaterial. Oh, fuck, dude. Ja, was will man machen? Ich weiß doch auch nicht. gelaufen, aber das ist dann halt manchmal so, wir haben das Material genommen, was wir hatten und Wir haben diese 2 Minuten genommen. Es war immer noch länger als bei Adi. es haben sich die Leute trotzdem daran erfreuen können. Lea S. interessiert, schaust du deine eigenen Pornos selbst? Ich schaue sie selbst, wenn ich sie schneide. Ich schaue sie, um zu schauen, was könnte ich besser machen, was für ein Gefühl hatte ich zu welchem Zeitpunkt und kam das genauso rüber, wie ich es rüberbringen wollte, um einfach zu schauen, was kann ich besser machen, war das authentisch,
sah es vielleicht sogar schlimmer aus oder schmerzhafter aus, als es war, obwohl ich nicht wirklich Schmerzen habe. Aber um mich praktisch selbst zu befriedigen, schaue ich nicht meine Videos, nein. Okay, ja, Selbstbefriedigung wäre weird, aber eigentlich finde ich das easy, dass sie die Videos schaut, um sich zu verbessern, I guess. Das machen ja auch Schauspieler so. Und sie ist auch eine Art Schauspielerin, einfach halt in Pornos. So deshalb finde ich das verständlich. Und sympathisch, dass sie die Videos noch selber schneidet. Schaust du generell andere Pornos? Nicht so wie InScope, Digga. Ja. The Butt Dude hat sich gefragt, The Butt Dude. was sagen deine Eltern zu deinem Beruf? Die waren immer schon sehr offen. Deshalb war es auch nicht so ein Riesending, das zu erklären. Aber es braucht dann trotzdem so ein bisschen, bis die verstehen, dass ich das wirklich aus Liebe und Leidenschaft mache und dass mir das wirklich Spaß macht und dass das keine Phase ist, von wegen, die probiert sie jetzt mal aus und dann, weiß nicht, macht sie wieder irgendwas anderes. Aber seitdem das Cash kommt, ist alles easy. die gemerkt haben, dass ich das wirklich auch aus freien Stücken mache, weil die Branche schon so ein bisschen verpönt ist immer noch. Ja, safe, das habe ich auch mal bei meiner Mutter gemerkt. Ich habe mal ganz kurz mit meiner Mutter über Pornos geredet. Es war sehr, sehr weird. Und sie hat auch gesagt, die machen das ja alle aus Zwang. Aber ich glaube tatsächlich wirklich, dass heute die Pornoindustrie wirklich viel anders ist. Also das macht man nicht mehr so aus Zwang, sondern wie sie sagt, weil man halt wirklich Bock hat. Und ich glaube, das verstehen die Leute nicht so, vielleicht auch die Eltern. Aber ich glaube safe, dass heutzutage die meisten Leute, die neu anfangen mit Pornos, das machen, weil sie einfach Bock drauf haben. Ja. Sind die da auch nochmal deutlich offener und lockerer geworden und fragen dann nochmal, meine Mom guckt meine Interviews, nicht meine Videos, und freut sich dann immer ganz doll und sagt, die ist super stolz, dass ich einfach selbsterfüllt lebe. Das ist nice. Und wie gehen deine Freunde damit um? Bei InScope, Ron, Statement, Digga. denen war das noch viel entspannter. Ich glaube, die meisten, die waren nicht mal überrascht, weil Die haben sich einfach gefreut, dass sie auch mal kurz reinschauen können. ich habe das Gefühl, das hat man halt irgendwann einfach kommen sehen. Aber ja, es war super entspannt. Die haben sich alle gefreut, haben gesagt, so mach dein Ding, ich unterstütze dich, ich stehe hinter dir. Aber Freunde, also wenn jetzt eine Kollegin von euch Pornos machen würde, jeder schaut ihr mal kurz rein. Also, ist es weird? What the fuck, Digga? Aber irgendwie, scheiße. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, jeder würde mal reinschauen, einfach weil es die Leute interessiert. So. Gibt ja ihr Views und ja, ist ja öffentlich. Am Ende sind einfach alle glücklich, dass ich glücklich bin. Und ich glaube, so sollte es auch sein. Getut interessiert, hast du verschiedene Drehpartner oder einen festen? Grundsätzlich habe ich erstmal einen festen. Das ist mein Verlobter. Oha, Und Verlobter. Ich bin aber nicht abgeneigt, mit anderen zu drehen, wie sich aber raus. Digga, ich wusste gar nicht, dass Shaden Rogue verlobt ist. Es gibt ja ein ganz anderes Blickfeld auf die Vlogs von Mykonos. What the fuck? Ist schon ein bisschen weird. Gestellt hat, ist oftmals etwas schwierig, weil die Leute, die verstehen nicht, dass das ist halt trotzdem für mir macht das Spaß, aber es ist trotzdem Arbeit und deswegen kann ich mich nicht im Vorfeld 1,5-2 Stunden mit denen hinsetzen, erstmal kennenlernen und dann getreu dem Motto, ja, ich probiere das mal aus, mal gucken, wie es wird, da was drehen und ich brauche selbstverständlich auch einen unterschriebenen Vertrag und einen ID-Shot und wenn es dann so ein bisschen daran geht, dass die Anonymität des Darstellers, also dem Mann, den ich gewählt habe, nicht mehr so ganz da ist, springen auch viele ab oder sagen zu, kommen dann gar nicht. Deswegen ist es schwierig, jemanden zu finden, der einfach zuverlässig ist und der das auch so umsetzt, wie man selbst das haben möchte. Tracky hat sich gefragt, unterscheidet sich dein privates Sexleben von deinem beruflichen? Ja, es hat damit zu tun, dass ich bin vor einer Kamera. Ich versuche natürlich schon darauf zu achten, wie sehe ich aus, wie hört es sich an, was ich mache. Und privat ist es noch ein bisschen anders. Da guckst du im besten Fall deinen Partner an oder, weiß nicht, bist in irgendwelchen Positionen, wo du den Partner nicht im Blick hast. Und dann musst du da nicht so sehr darauf achten. Und ich würde sagen, bei mir im Privatleben geht es noch ein bisschen härter zu. Noch härter? Was? Okay. Nice to know. Das hat einfach was damit zu tun, dass verschiedene Sachen auf manchen Plattformen einfach nicht erlaubt sind oder ab einem gewissen Härtegrad nicht mehr erlaubt sind. Was, wirklich? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass der Sex bei ihr privat so ein bisschen mehr chill ist, so ein bisschen intimer, ein bisschen romantischer, aber anscheinend das Gegenteil. Aber wenn sie es fühlt, dann ist okay. Das ist dann natürlich zu Hause
in den eigenen vier Wänden ein bisschen entspannter, weil da geht es darum, dass der Partner weiß, was mir gefällt, dass ich weiß, was meinem Partner gefällt und nicht, was gegebenenfalls irgendwelche User denken, wie es mir dabei geht, obwohl sie gar keine Ahnung haben. Aber ich wusste auch gar nicht, dass auf Porno-Plattformen gewisse Sachen nicht erlaubt sind. Also ich verstehe mal, ich würde so sagen, Schlagenfest ist nicht erlaubt, I guess, aber ich wusste nicht, dass es solche Regeln gibt. Lol. Lebst du privat mono oder polygam? Ich bin nicht in einer geschlossenen Beziehung, ich bin in einer offenen Beziehung, aber ich würde nicht sagen polygam, weil es ist rein körperlich, ist es offen. Wir können beide machen, was wir möchten, solange es ehrlich ist und rein emotional ist, aber schon monogam, weil wir uns halt ja einfach lieben und bestimmte Sachen möchte ich einfach mit meinem Partner teilen und nicht mit irgendwem anders. Deswegen körperlich offen, rein emotional geschlossen. Ja. Stimmt, aber ja, so Polygamie ist halt wirklich, du hast wie wirklich zwei Partner, oder? Du hast wirklich wie zwei Freundinnen emotional und physisch, oder das muss vielleicht nicht mal sogar physisch sein, sondern wirklich mehr emotional. Das ist ganz, ganz weird. Zwei Partner gleichzeitig, also Polygamie, sehr, sehr weird. So offene Beziehung kann ich mir noch vorstellen, so okay, ja, man hat wie eine emotionale Verbindung, aber dann zwei zu haben, fände ich schwierig. Jani Santana möchte wissen, musstest du einen Dreh schon mal abbrechen? Tatsächlich schon, aber nicht, weil irgendwas nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern ich war einfach an dem Tag einfach nicht so gut drauf und hatte dann keine Lust, da irgendwie was hinzuklatschen, was am Ende nicht authentisch ist und wo ich mir selbst angesehen hätte, dass ich ja nicht so gut drauf bin, aber das macht Fair. nichts. Dann lässt man es halt den Tag und versucht es an einem neuen Tag. Moritz hat sich gefragt, suchst du dir komplett selbst aus, was du drehst? Ja, ich habe kein Management, was mir auch ganz wichtig ist. Ich habe keine Lust, dass mir irgendwer vorschreibt, wie oft ich was drehen muss. Und deswegen, ich mache alles selbst. Ich schreibe meine Nachrichten selbst. Ich schneide die Videos. Ich mach einfach alles alleine und bin sehr froh, dass ich mir das auch selbst aussuchen kann, was ich wann wie mache, weil ansonsten hätte das, glaube ich, schon einen großen Aspekt von, ich muss jetzt arbeiten und nicht, ich mache etwas, was mir Spaß macht. Das ist sehr, sehr crazy, finde ich, dass sie noch alles selber macht. Also ich weiß so ein bisschen von mir selber, klar, ich bin noch mehr so dieser klassische Influencer-Dude, aber trotzdem, ich meine, bei der Größe, die sie hat, die bekommt ja safe pro Tag, ich würde sagen 30, 40 Mails, die man beantworten muss. Also das ist schon sehr, sehr crazy, dass sie das alles selber macht. Wie wichtig ist sexuelle Selbstbestimmung in der Branche? Ich für meinen Teil, ich finde es sehr wichtig, weil ich möchte natürlich auch nur das tun, womit ich mich wohlfühle. Und wenn ich einfach nicht 2 Schwänze in meinem Arsch haben möchte, dann gehe ich natürlich auch nicht irgendwo hin, wo ich genau das machen muss. Aber ich muss gestehen, wenn man bei einer Produktion ist, wenn man für eine Produktion angefragt wird, dann gibt es natürlich Verträge, die man unterschreibt. Und wenn in dem Vertrag das und das drinsteht, dann wird natürlich in dem Moment die Dienstleistung gekauft und dann musst du als Darstellerin oder auch als Darsteller musst du einfach abliefern und kannst dann nicht sagen, ja, jetzt will ich irgendwie doch nicht, es ist wie in jedem anderen Beruf auch. Und ich glaube, wenn man seine eigenen Prinzipien hat, dann kann man durchaus selbstbestimmt leben. Es ist noch schwierig, ich wollte Chat sagen, ich bin gar nicht live, es ist noch schwierig, was dazu zu sagen, aber ich finde es sehr, sehr spannend und so hypnotisierend, wie sie redet, das ist so richtig so entspannend zum Zuhören, what the fuck? Was sagst du zu den kritischen Stimmen aus dieser Branche? Ich finde es wichtig, dass man nicht einfach alles so hinnimmt und sagt, ja, das ist jetzt so, sondern dass man schon Kritik ausübt, aber ich finde, man sollte schon ziemlich hinterfragen, bevor man einfach irgendein Statement setzt. In letzter Zeit sind schon doch einige ausgestiegen, auch im letzten Jahr, und haben dann gesagt, es war alles ganz fürchterlich, das hat mich ganz kaputt gemacht. Es ist natürlich so, wenn man sich mit der Person selbst beschäftigt und die Person schon im Vorfeld relativ offen war, mit dem, wer sie ist, dann kann man ganz schnell rausfinden, dass einige schon im Vorfeld halt psychisch erkrankt waren, Depressionen haben, manische Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen. Und ich finde es dann schwierig zu sagen, dass das Business ist das Böse, weil ich zum Beispiel, ich bin eine gesunde junge Frau, ich bin auch mental sehr, sehr stark.
Ich kann einiges wegstecken und ich für meinen Teil kann sagen, dass ich absolut weiß, was ich möchte. Und wenn ich morgen sagen würde, ich steige aus, dann hätte ich damit auch keinerlei Problem. Ich würde alle meine Profile löschen, würde mich verabschieden und dann wäre es auch gut. So, es käme dann nichts mehr, was mich irgendwie aufhält oder was mir den Ausstieg erschweren würde. Statement gesetzt. Digga, ich weiß gar nicht mehr, was sagen. Wo sind deine eigenen Grenzen? Oh, jetzt wird's spannend, Chat. Ey, ich bin gar nicht live, Chat. What the fuck, Chat? Jetzt wird's spannend. Wenn man rein vom Film ausgeht, sind meine Grenzen da, wo die Guidelines der Seiten sind. Bedeutet, Okay. Das heißt, sie kann gar nicht an ihre eigenen Grenzen gehen. wenn Kotzen, Urin, Okay, chillig. Fäkalien verboten sind, dann werde ich mich daran halten und mich nicht darüber beschweren. Okay, jetzt wissen wir aber, was sie privat macht. Okay, spannend. Im Privaten Auf Two Girls, One Cup angelehnt. sind meine Grenzen einfach, wenn jemand denkt, nur weil ich jetzt Shaden Rogue bin, wenn es eine Person ist, mit der ich schlafe und die ich nicht so gut kenne und die mich nur aus den Videos kennt, denkt, der kann jetzt mit mir machen, was er will, weil er hat es ja gesehen, Dann gibt's Schläge, Digga. wie man mit mir umgehen kann. Dann ist einfach, ich finde es einfach schwierig, wenn man da die Grenzen überschreitet und dann muss ich auch nicht jedes Mal sagen, okay, das ist jetzt zu dolle und bitte mach nicht so. Ansonsten bei mir zu Hause auch alles, was mit Kot, Fäkalien ist, da bin ich definitiv auch raus. Und auch Okay, Doc, okay, sie macht's nicht. Okay, alles easy. Ja, ich habe nichts gesagt. Ich dachte nur vorher, es klingt so, aber wäre ganz bisschen weird gewesen. Okay, das ist es nicht. alles, was grundsätzlich illegal ist. Aber ansonsten bin ich schon ziemlich offen und probiere auch vieles gerne aus, was nicht bedeutet, dass ich das im Nachhinein dann so weiterführe. Aber sympathisch, finde ich sehr, sehr sympathisch, die Antworten. Und sie ist ja auch ehrlich, I guess. Deshalb sehr, sehr nice. Wirklich sehr, sehr sympathisch, Shaden. Was würdest du an der Pornoindustrie verändern? Auf Schweizerdeutsch machen das Ganze. Ja, komm. Ja, so nice, bitte, ein bisschen schneller. dass nicht nur immer darauf geleuchtet wird, dass es den Frauen ja so schlecht geht, weil das ist de facto einfach nicht so. Man weiß nicht, oder die meisten wissen nicht, was die Männer erleiden, weil die einfach nicht darüber reden und weil die es nicht als schlimm empfinden. Aber wenn man dann schon sieht, zum einen die Verhältnismäßigkeit vom Geld, die Darstellerin kriegt zum Beispiel 3.000 Euro, dann kriegt der Darsteller nur 300, obwohl die beide ja super aktiv sind. Und während sie halt den einen Dreh am ganzen Tag hat, muss er dann vielleicht noch 3, 4, 5 Mal ran mit einer anderen Person. Und ich habe oftmals das Gefühl, wenn man das so sagt, dann bekomme ich als Antwort, ja, aber der Mann, der macht das ja freiwillig so. Wenn der halt den ganzen Tag ficken will, dann ist das ja okay. Aber Was war das? Ja, spannend zu wissen, dass es wirklich so ist, aber kann ich mir vorstellen, weil ich würde mal sagen, dass mehr Männer Pornos gucken im Durchschnitt und deshalb mehr Frauen gesehen werden wollen, was bedeutet, dass der Preis für Frauen höher ist, beziehungsweise dass halt Frauen mehr Geld verdienen, so glaube ich. es ist trotzdem durchaus Arbeit und da habe ich das Gefühl, es wird einerseits nicht so richtig wertgeschätzt, weil es auch als Mann super schwer ist, da irgendwie in die Pornobranche einzusteigen, wenn man halt keinen schwulen Content liefert, weil der Markt einfach nicht so groß ist. Und Stimmt, es ist eigentlich wirklich so, also aus meiner Sicht so ein bisschen, der Mann ist halt wirklich so da im Porno, wenn man es schaut, aber nicht so das, wo man vielleicht hinschaut, aber hingegen wieder in der schwulen Industrie ist ja genau der Mann, wo die Leute, die es schauen, sehen wollen. Deshalb verdienen die da wahrscheinlich mehr, I guess. ich finde, die Frau, die wird oftmals ein bisschen zu sehr bemitleidet, obwohl das oftmals gar nicht der Fall ist. Ihr wisst es nicht, aber es gibt super, super viele, die drehen einfach nur mit ihrem Mann, Freund zu Hause und da ist der Pizzabote nicht der Pizzabote, sondern tatsächlich der Freund und das ist immer der Freund. Das ist Ich dachte, das ist real mit dem Pizzaboten. Ich dachte immer, das ist der echte Pizzabote, Digga. absolut okay. Aber
ja, Immer dieser Pizzabote. Wieso ist eigentlich dieser Pizzabote so ein Riesending in der Pornoindustrie? What the fuck? die machen das schon so, wie sie es gerne machen wollen. Deswegen, das ist, glaube ich, das, was ich ändern würde. Uns geht's nicht schlecht. Hast du Ziele für die Zukunft? Ich möchte bisher so weitermachen, wie ich das Ganze gestartet habe. Ich weiß gar nicht, was Jayden Rogan momentan eigentlich macht. Ich glaube, aus Recherchen auf ihrem eigenen Pornhub-Profil ist sie nicht so aktiv, aber ich weiß nicht, ob es mehr OnlyFans ist oder Stuff. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, weil diese Leute machen ja nie so wirklich aktiv Videos auf den bekannten Seiten. Das sind ja meistens, glaube ich, solche kleineren Seiten, I guess, wo man halt bezahlen muss, glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne mich gar nicht aus mit diesem Thema, merke ich. Bei jedem sage ich, bin mir nicht ganz sicher, aber... Ich möchte weiterhin mit Freude dabei sein. Ich möchte mich weiterhin ausleben, noch verschiedene Sachen ausprobieren. Und das ist nicht direkt ein Ziel von mir, aber momentan gibt es einige Probleme mit verschiedenen Seiten, weil die verklagt werden. Und das ist auch was mir persönlich ein bisschen wehtut, weil ich werde dadurch in meiner Arbeit ziemlich eingeschränkt und kann dagegen nicht mehr was machen, muss das dann mit anderen Seiten ausgleichen. Und das ist alles okay, dass man vorsichtig ist, aber am Ende bin ich halt diejenige, oder auch andere Mädchen, die dadurch immens eingeschränkt werden und denen die Arbeit, die wir eigentlich gerne machen, erschwert wird. Ja, sehr, sehr nices Video. Jayden Rogue, sehr, sehr sympathisch. Fand ich sehr spannend. Sorry, dass ich nicht so viel gesagt habe. Ich hoffe, ihr konntet es genießen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit dazwischen reden, weil so viel konnte ich dazu nicht sagen. Aber ich finde es ein spannendes Video zum Gucken. Schaut auf dem Kanal von Hyperbole vorbei. Küsse gehen raus. Grüße an Jayden Rogue. Ich heiße auf Instagram @aditotoro. Wenn du mal in Basel bist, bitte schreib mir nicht. My heart just got stuck between these loops. My heart went. Mama got